Ich bin so begeistert von diesem Thema. Auch ich habe heute ein Herzensthema mitgebracht. Mein Herzensthema heißt, so einfach spricht Gott. Und ich bin immer wieder begeistert, wie nahe uns seine Stimme ist, wenn wir uns dafür öffnen. Und so oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so oft bin ich beschränkt auf das, was ich im alltäglichen Leben mit meinen sichtbaren Augen und Sinne wahrnehme. Aber Gott hat so viel mehr bereit. Und nicht nur das, wir sollen das, was wir von ihm hören, auch mit in unser Gebet nehmen. Ich bin so ready für die Message. Ich hoffe, du auch. Und wir sehen uns in der Halle drin. Ich habe heute auch ein Thema frei gewählt, wie die zwei Speakers der letzten 2 Wochen. Und mein Thema heißt, so einfach spricht Gott. Ich liebe das, weil Gottes Stimme zu hören hat mein Leben verändert, wie wahrscheinlich nicht sehr viel anderes. Ich beginne gerade mit einem Erlebnis, und zwar sind Leo und ich Anfang Januar, Leo war eingeladen in Stuttgart an einer Konferenz, und deswegen sind Leo und ich Anfang Januar am Sonntagabend nach Stuttgart gefahren, haben dort in einem Hotel übernachtet. Das Hotel war minimalistisch eingerichtet, was jetzt nicht negativ ist, das ist einfach ein Einrichtungsstil. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, das habe ich kreieren lassen mit AI. So ungefähr hat das ausgesehen. Also es hatte kein Duschvorhang, es hatte einfach eine Flasche. Mit dem hast du die Hände gewaschen. Wenn du dann duschen wolltest, musstest du die Flasche mit in die Dusche nehmen, die zwar nebendran war, und trotzdem musstest du die Location von der Duschflasche, von der Seife wechseln. Und da es ja nur eine Nacht war, dass wir dort waren, habe ich natürlich auch mein Necessaire oder mein Kulturbeutel sehr minimalistisch ausgestattet, weil ich damit gerechnet habe, es gibt ja in dem Hotel Wattestäbchen, es wird dann eine Bodylotion geben für einen Morgen ist das okay, wenn ich da nicht meine Produkte verwende. Ich bin da nicht so auf Produkte aus. Anyway, hat einfach alles gefehlt. Nicht so schlimm, bin ja nur eine Nacht dort. Jedenfalls, in dieser Nacht hatte ich einen Traum. Ich habe tatsächlich geträumt, ich stehe in diesem Badezimmer. Es war schon mal lustig, im Traum an einem Ort zu sein, wo man auch in der natürlichen Welt ist. Was jetzt spannend war, im Traum hat sich dieses Badezimmer, das klingt so komisch, wenn ihr irgendwas anderes machen muss, dann sagt mir Bescheid. Also, ich stand in diesem Badezimmer und irgendwann hat sich das Badezimmer einfach gedreht. Im Traum. Und ich stand in einem Badezimmer, das war überreich ausgestattet, ungefähr so. Und das stand jetzt so in einem krassen Gegensatz, dass ich mich also an diesen Traum beim Aufwachen noch erinnern konnte. Und da ich gerade ein Buch lese über Träume und Träume deuten, habe ich gedacht, wow, das ist mal ein Traum. So, Heiliger Geist, was willst du mir mit diesem Traum sagen? Es ist so eindrücklich, und es gibt ja so Träume, die kannst du dich einfach noch so genau erinnern. Im Laufe des Tages hatte ich so den Gedanken, dass der Heilige Geist mir sagt, weißt du, das, was du mit deinen natürlichen Augen oder mit deinen natürlichen Sinnen siehst, ist das minimalistisch eingerichtete Badezimmer. Wohingegen ich gedacht hätte, dass er sich hier in der Schweiz im Besonderen, wenn man aus dem Ausland kommt, lebt man hier in der Schweiz schon fast im Himmel, das sagen alle, es fühlt sich dann effektiv auch so an. Ich hätte gedacht, das, was ich mit meinem natürlichen Auge sehe, das ist das reich ausgestattete Badezimmer. Aber nein, der Heilige Geist sagte mir, das, was du mit deinen natürlichen Sinnen wahrnimmst, ist dieses minimalistisch eingerichtete Badezimmer. Das, was die geistliche Welt zu bieten hat, was du mit deinen geistlichen Sinnen sehen kannst, ist das reich ausgestattete Badezimmer. Und es hat mich nachdenklich gestimmt, dass ich immer wieder und viele von uns offensichtlich uns beschränken auf das, was wir mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen. Und dafür wird es so viel mehr geben. Dafür wäre die geistliche Sicht, das geistliche Hören, Sehen, Fühlen, Spüren, die Gewissheit so viel größer als das, was wir mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen. Es steht in Psalm 115, Vers 16, der Himmel gehört dem Herrn allein.
Die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Und schon eindrücklich, er hat uns einfach die Erde anvertraut. Aber genau deswegen wäre es so entscheidend, dass wir in einer Partnerschaft leben mit Gott, mit der Welt, wie er es sieht, mit den Dingen, wie er sie wahrnimmt, gerade weil wir in einer Partnerschaft leben mit ihm, gerade weil er uns die Welt anvertraut hat. Und das, was hier abgeht, hat er in unsere Hände gelegt. Wie traurig, wenn wir das einfach mit einer Duschflasche alles lösen wollen, weil wir vergessen, dass die geistliche Sicht ja so viel reichhaltiger ist. Weißt du, wie schön, wenn du Handcreme rauslassen kannst und das im geistlichen Sinne. Wie fühlen sich die trockenen Hände so anders an und das in die geistliche Sicht übertragen? Ich sehne mich danach, diese Stimme zu hören, diese geistlichen Sinne zu trainieren, weil ich realisiert habe, er will das. Er vertraut uns, wir alle, die Welt an, damit wir nicht nur in Beziehung sind mit ihm, was meine Beziehung zu ihm so viel bunter und so viel farbiger gemacht hat, wenn ich seine Stimme höre und verstehe, dass meine Gefühle seine Gefühle wiedergeben. Aber er hat es uns auch anvertraut zu unserem Schutz. Lass uns mal an Josef denken, den irdischen Vater von Jesus. Hätte der seine Stimme nicht gehört vom Engel, dann wäre er nicht nach Ägypten geflohen. Es ist entscheidend für unseren Schutz, dass wir seine Stimme hören. Und es ist auch entscheidend, damit wir die Pläne des Feindes vereiteln können. Und ich möchte dir 4 Arten zeigen, das sind nicht alle, Gott hat unermesslich viele Arten, aber es sind so vielleicht 4 Hauptarten, wie Gott spricht. Und das erste ist, Gott spricht durch Gott spricht durch sein Wort und leise Impulse. Das heißt, durch das, was wir hören. Und das, was du mit dem natürlichen Ohren hörst, ist so viel. Das, was du mit deinen geistlichen Ohren hören kannst, ist so viel. Ist das nicht krass? Ich erinnere mich an die Geschichte von Samuel. Sie steht im Alten Testament in der Bibel und ich gehe mal davon aus, er wurde ungefähr mit 5 Jahren in den Tempel gebracht und eines Nachts hört er eine Stimme, es ist Gott, aber die Stimme, die tönt so vertraut, dass er glaubt, es ist die Stimme von seinem Ziehvater Eli, also von dem Priester, bei ihm wächst er auf und die Stimme von Gott tönt so vertraut, dass er glaubt, es ist Eli. Das ist das eine, was mich beeindruckt. Keine beängstigende Stimme, keine angstmachende Stimme, sondern sehr vertraut. Und dann brauchen sie 3-mal, also der geübte Priester Eli, von dem man denken könnte, der hat es in seinem geistlichen Niveau irgendwo mehr hingebracht als wir. Der braucht 3-mal, bis er kapiert, was hier geistlich abgeht. Er beschränkt das immer auf das, was im Natürlichen abgeht. Nein, ich habe nicht gerufen. Nein, ich habe nicht gerufen. Nein, ich habe nicht gerufen. Ja, halt mal, vielleicht gibt es da mehr? Vielleicht ist das die Stimme von Gott. Sie haben miteinander geübt. Die Stimme ist so natürlich. Und ich habe mir überlegt, wie oft gibt es Situationen, du fragst Gott etwas und irgendwie hörst du was, aber es tönt so banal und so natürlich, dass du denkst, ach, das bin ich, das ist nur meine Stimme. Denk das nächste Mal anders. Denk das nächste Mal, okay, ich nehme das. Natürliche Stimme. Gott, er spricht so natürlich, dass wir es fast nicht unterscheiden können. Das ist das eine, was wir lernen aus der Geschichte von Samuel. Das zweite ist, Samuel ist ja nachher zu einem geübten Propheten herangewachsen. Also der konnte etwas, weil er wurde auch sehr genannt. Das heißt, er hat Gottes Stimme immer und immer wieder gehört und den Menschen auch weitergegeben. Und er hat einen Auftrag von Gott bekommen, und zwar sollte er einen neuen König salben. Und er wurde geschickt zu der spezifischen Familie von Isai und dort sollte er einer der Söhne zum König salben. Keine unbekannte Geschichte, steht in 1. Samuel 16, Vers 6-7. Ich lese uns die Verse vor. Da heißt es, als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm,
Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen sehen können und wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Bumm! Der geübte Samuel-Prophet ist reingefallen. Er hat sich auf die natürliche Sicht beschränkt. Offensichtlich nicht schlimm, weil Gott hat ihm gesagt, schau mit deinen geistlichen Augen. Ich schaue jedem Menschen ins Herz. Es gibt mehr als das, was du mit deinen natürlichen Augen wahrnimmst. Und es tut so gut. Der geübte Prophet Samuel hatte eine liebevolle Lektion von seinem Gott im Himmel bekommen, genauso wie wir das erwarten dürfen. Dass Gott uns immer wieder daran erinnert und sagt, schau, es gibt mehr als das, was du mit dem sichtbaren Augen wahrnimmst. Es gibt mehr als das, was deine natürlichen Ohren hören. Und du darfst einfach üben. Und ich bin so motiviert worden, genau durch diese Vorbereitungen von der Message einfach zu üben. Habe ich meine Bibelverse hervorgenommen, Stapel Bibelverse am Donnerstag, habe ich gedacht, so, jetzt lese ich mir die Verse laut vor, weil irgendwas passiert in der unsichtbaren Welt, die Atmosphäre verändert sich, das heißt es in der Bibel, und habe gesagt, Jesus, du weißt, ich stehe in den Vorbereitungen für die Message und ich lese mir jetzt einfach die Bibelverse vor. Und ich höre auf dich, weil er spricht durch sein Wort und durch die leisen Impulse. Und dann die ersten paar Bibelverse, die waren so eine Ermutigung. Ich habe gedacht, wow, genau das brauche ich. Und dann kam so einer, oder, weil ich mache das gerne nach dem Zufallsprinzip. Einer von diesen vielen Bibelverse war dann, ich glaube Prediger 10, Vers 9 oder irgend sowas, heißt auf jeden Fall, zwei sind besser dran als einer allein. Und dann kommt's, oder? Dann macht das irgendwie keinen Sinn im Zusammenhang mit der Message oder im Zusammenhang mit dem, was ich gerade hören wollte. Und dann sage ich, Heiliger Geist, also ich kann ja den Vers einfach weglassen. Na klar, da kommt ja irgendeinmal einer, der jetzt nicht so Sinn macht in meinen ganzen Bibelversstapeln. Aber gibt es vielleicht etwas, was du mir durch diesen Vers, der jetzt keinen Sinn macht, sagen möchtest? Und dann kommt mir in den Sinn, ja stimmt eigentlich. Also ich mache heute 3 Messages, obwohl wir 4 Services haben. Das heißt, der letzte, der Sunday Night, macht der Tim Hüllemann, der ist vielleicht, Mucciarta, sorry. Der ist vielleicht jetzt auch gerade in den Message-Vorbereitungen. Das sind 2 und 2 sind besser dran als einer. Wer weiß, ob er gestresst ist, wer weiß, ob er gerade eine Ermutigung braucht. Ich schicke ihm doch meine Ermutigungen. Und so kam viel mehr aus diesem Vers, weder einfach das, was er aussagt, weil das ist dem Wort Gottes aufgetragen. Nicht nur das, was schwarz auf weiß steht, sondern das, was Gott einem offenbart. Und ich lade dir sowas von ein, übe das so oft wie du kannst. Am einfachsten, wenn du irgendeine Bibelverse nimmst und liest und dann macht es keinen Sinn und dann fragst du den Heiligen Geist, was um alles in der Welt wirst du mit diesem Bibelvers mir sagen? Ich habe schon Wunder erlebt, wegweisende Dinge für mein persönliches Leben. Genau deshalb, weil ich gefragt habe, ach Heiliger Geist, gibt es denn irgendeinen Vers, den du mir heute geben möchtest? Es war so wegweisend. Ich habe jetzt keine Zeit, um darauf eingehen, aber ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen und will nicht länger so minimalistisch leben und unterwegs sein. Genau, ich gehe weiter. Ich habe noch 3 andere. Und zwar, Gott spricht durch Visionen und Träume. Das ist das, was wir sehen. Visionen und Träume unterscheiden sich mal grob gesagt. Einfach das eine ist das, was wir in der Nacht erleben und das andere ist Tag, also im Schlaf, und das andere ist das, was wir am Tag erleben. Apostelgeschichte 2, Vers 17 heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden und eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten, bedeutungsvolle Träume. Das ist eine Prophetie aus dem Alten Testament und
Petrus, glaube ich, zitiert das in der Apostelgeschichte und sagt, es hat sich heute erfüllt. Meine Frage ist, hörst du, hast du Visionen, hast du Träume täglich oder in einer Regelmäßigkeit in deinem Leben, die zu dir sprechen, die sich offenbaren, die dir die unsichtbare Welt sichtbar machen? Ich nicht, aber ich möchte es. Ich möchte es aus tiefstem Herzen, weil es hilft uns, es schützt uns und es hilft uns, dass wir das auf der Erde ausführen, in dieser Welt, in meinem Umfeld, was Gott uns aufgetragen und anvertraut hat. Wenn wir an Petrus denken, auch in der Apostelgeschichte, er hatte eine Vision und diese Vision hat sein natürliches Denken gesprengt. Es war definitiv eine Vision dieser Art. Das hätte er sich menschlich gesehen nie ausgedacht. Aber diese Vision war so wichtig, weil auch seine natürlichen Schritte und sein natürliches Verhalten über das, was er gewohnt war, hinausgehen sollte. Deswegen war es so wichtig, dass er mehr gesehen hat, als was er mit seinen natürlichen Augen in seiner religiösen Gewohnheit gewohnt war. Er musste das sehen, damit er nachher die nachfolgenden Schritte auch gehen konnte. Das war Petrus. Ich selber habe es folgendermaßen erlebt, und zwar hast du vielleicht schon mitbekommen, dass ich so ein Andachtsbuch geschrieben habe, es ist an der Ladies Lounge rausgekommen, und ich erzähle dir ganz kurz, wie ungefähr das abgelaufen ist. Im 2023, Anfang des Jahres, oder wie wir das so machen im ISF, habe ich das auch gemacht, ganz treu. Habe gedacht, was wir den anderen immer predigen, mache ich jetzt selber. Next Step, Ziele aufgeschrieben mit all diesen Next Step Themen, Glaube, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen, Arbeit. Und bei den Ressourcen habe ich mir aufgeschrieben, einfach so Multiplikation von Zeit. Ich weiß, es ist jetzt nicht ein sehr konkretes Ziel, habe ich dann auch gemerkt. Nichtsdestotrotz im Sommer habe ich gemerkt, also ich spüre noch nichts von Multiplikation von Zeit und habe gesagt, Heiliger Geist, wie stellst du dir denn das vor? Multiplikation von Zeit. Wie sieht das aus in meinem Leben? Und dann hat er mich erinnert, dass ich ja für ICF Radio München monatlich so 10 Ein-Minuten-Inputs mache und die dann so aufspreche und die laufen dann im Radio. Und Multiplikation wäre, wenn ich diese Inputs nehme, und ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon ungefähr 60, und damit ein Andachtsbuch mache. Habe ich gedacht, wow, Jesus, das ist mal eine Ansage, das ist eine super Idee, ich liebe Effizienz und genau das mache ich. Und wenn du Leo kennst, sagt man ihm so etwas einmal und dann ist er gerade all in und sagt, genau das machen wir, hopp, und schon Struktur aufgestellt und alles. Und ich habe da angefangen und irgendwann gemerkt, dass natürlich die Inputs hinten und vorne nicht ausreichen von 1 Minute zu 2 Seiten, wie das hätte sein sollen. Und überhaupt, es kam alles anders, als ich gedacht habe, und es war gar nicht so einfach und gar nicht so schon die Hälfte geschafft. Und das kennst du vielleicht. Du startest etwas mit Begeisterung und dann, ich hatte auch das Gefühl, dass das jetzt nicht meine Idee war, und das kennst du vielleicht auch, und dann bleibst du stecken und dann kommst du nicht mehr weiter. Und dann ist es entscheidend, dass du siehst mit den geistlichen Augen und nicht mit deinen natürlichen. In deiner Ehe, an deiner Arbeitsstelle, mit deinen Kindern, in deinem Umfeld, wo auch immer. Das ist alles entscheidend, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern sagen, Gott, ich stecke fest. Wie sieht das aus? Und dann kommt mir dieses Bild, die Bibelstelle in den Sinn, wo es heißt, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Und ich habe geweint und gesagt, genauso fühle ich mich. Meine Ideen, meine Vorstellungen gehen überhaupt nicht auf und ich muss alles loslassen und ich weine jetzt einfach deswegen, aber ich weiß, es ist nicht das Ende. Ich weiß, es ist nicht das Ende. Das Bild hat mir geholfen und ich habe gewusst, es wird etwas auferstehen in einer Art, wie ich es mir nicht vorgestellt habe, aber dieses Bild hat mir geholfen, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und wäre doch schade, oder? Wäre das Buch nie rausgekommen.
Für mich ist es ein Zeugnis. Für mich ist es etwas, was geschieht, wenn wir wegkommen von dem Minimalistischen, was wir mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen und erleben und uns an dem orientieren, was Gott gesagt hat. Und er tut es. Das habe ich so erlebt und das wünsche ich mir für uns alle. Das wünsche ich mir für uns alle. Jetzt gehe ich zum dritten Punkt. Und zwar, Gott spricht durch unsere Emotionen, durch unsere Gefühle. Und das heißt immer, oh, Achtung, lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten, das ist gefährlich. Ja, wenn es unsere Gefühle sind. Aber lass dich von Gottes Gefühlen leiten. Es heißt in Philipper 4, Vers 7, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Es sind nicht unsere Gefühle, sondern es ist sein Friede. Weil wir mit ihm verbunden sind, kommt sein Friede in uns hinein und macht Dinge möglich, gibt uns Kraft, gibt uns Dinge zu tun, die aus unserem natürlichen Verhalten nicht geschehen würden. Ich erzähle euch jetzt etwas, genau, ist ein bisschen, soll man sagen, lustig, aber ich erzähle es euch, weil ihr seid meine Freunde. Also, ich saß im Zug und neben mir saß eine Frau, und das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich das so erlebt habe, die hat einfach mit ihrem Handy telefoniert und einfach im lauthals in ihrer Muttersprache gesprochen und irgendwie, weiß ich nicht, kann man nicht sagen, du, hallo, du bist hier im Zug mit anderen, das stört vielleicht. Und dann habe ich gedacht, okay, liebe Frau, das kam einfach so in mich. Okay, liebe Frau, was du kannst, das kann ich auch. Ich habe mein Handy genommen und so getan, als würde ich eine Sprachnachricht aufnehmen, aber ich habe in meiner Gebetssprache gebetet. Das ist meine Muttersprache, oder? Und ich habe mich ein bisschen geniert, aber ich habe gedacht, okay, jeder glaubt, ich mache eine Sprachnachricht. Tönt ungefähr so. Nere, sheketire, koro, soko, toro, koro. Der Arm noch bewegt, oder? So ein bisschen Sportübungen dazu. Nile, shele, tele, kere und dann wieder mal aufs Handy geschaut und so getan, wie wenn ich scrollen würde. Und dann, das war jetzt noch nicht der Höhepunkt, und dann komme ich in Zürich an. Und da ist eine Frau und die habe ich schon vorher im Winkel gesehen und gedacht, ich lasse mich nicht abhalten, aber vielleicht sitzt sie ja heute auch hier und hat gesagt, ach, sind Sie nicht Susanna Becker vom ICF? Ich so, oh nein, wie schlimm. Ich habe mir nichts anmerken lassen. Ich habe gesagt, ja klar, sowieso, ich besuche gerade meine Mutter, sie ist auf dem Weg von Basel nach Ziegelbrücke und ich habe sie gefragt, ob sie aussteigt. Und dann habe ich so gesagt, ja und was machst du, wo bist du gerade so unterwegs? Da sagt sie, also ich gehe heute an ein jährliches Firmenessen. Dann schaue ich sie so an und dann hat sie einfach so schön ausgesehen, ihr Gesicht hat geleuchtet und es kam über meine Lippen, ich konnte es nicht wehren. Und ich habe ihr gesagt, wow, du wirst ein Segen sein heute Abend und du bist das Licht. Und ich habe einfach sozusagen im Rausgehen für sie laut gebetet. Ich habe sie gesegnet für den Abend. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Ich habe nur gesehen, ihr Gesicht hat gestrahlt. Und was ich auch gewusst hätte ich vorher dieses Gebet nicht so aufgesprochen, wäre mir das nie in den Sinn gekommen. Und das heißt, wenn Gott uns die Welt anvertraut, das heißt, wenn wir unsere Sinne öffnen für das Übernatürliche. Und ich habe dieses Gebet gebraucht, damit mein Geist wach wurde, damit ich sie segnen konnte, damit es rausfließen konnte, dass ich bereit war dafür. Ich habe es gefühlt. Und dieses Gefühl brauchte ich, weil aus meinen natürlichen Gefühlen hätte ich das nicht gemacht. Also gut, ich meine, ich habe schon nicht lauthals, aber du weißt, so, das braucht Mut. Und diesen Mut, auf diese Gefühle zu hören, die nicht von mir kommen, sondern die von Gott kommen, das ist alles entscheidend. Und das Letzte ist, also nicht das Letzte, was Gott tut, aber mein letzter Punkt, um das klar zu machen. Gott spricht durch innere Gewissheit.
Und das ist einfach so eine innere Überzeugung. Und mit diesem geistlichen inneren Wissen konnte ich ehrlich gesagt nichts anfangen, weil wie weiß man, dass ich das nicht bin und so weiter und so fort. Jedenfalls heißt es in der Geschichte von Apostelgeschichte 27 die Begebenheit, wo Paulus als Gefangener auf einem Schiff ist und Folgendes geschieht. Er sagt, ihr Männer, wenn wir weiter segeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten auf uns zukommen, und zwar nicht nur für das Schiff und seine Ladung, sondern auch für unser Leben. Doch der Hauptmann gab mehr auf das Urteil des Kapitäns, zumal auch der Besitzer des Schiffes zur Weiterfahrt riet. Paulus wusste, eine innere Gewissheit, dass sie jetzt nicht weiter segeln sollten, obwohl er ein Gefangener war. Er hatte diese innere Gewissheit. Und wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, ich bin nicht aufgewachsen und so intus gewesen mit der Stimme Gottes hören, wie ich jetzt bin, und ich weiß, ich habe noch einen langen Weg vor mir. Aber als Leo mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, die Frau eines reisenden Evangelisten zu werden, hatte ich eine innere Gewissheit. Und es ist so schön, rückblickend, obwohl ich damals nicht wusste, wie Gott spricht, rückblickend zu sehen und realisieren, stimmt, ich wusste es einfach. Und es war einfach mein Geist, der die Gewissheit von Gott empfangen konnte. Und lass uns Menschen sein, die das üben. Die genau hey, lass uns dem absagen, das ist viel zu wenig. Hallo, wir haben so viel mehr. Und zwar nicht einfach nur, damit es uns gut geht. Was mich beeindruckt hat, und mit dem möchte ich schließen, das ist die Geschichte von Elia. Elia hört auch von Gott, er hört von Gott, dass es 3 Jahre nicht regnen soll als Strafe. Keine Ahnung, wie man dann sowas sagt. Und dann hat er auch wieder gehört, dass es jetzt wieder regnen soll. Und wir lesen in 1. Könige Kapitel 18, ich habe die Verse so ein bisschen zusammengefügt. Wochen und Monate vergingen. Nach mehr als 2 Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt, zeig dich Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf, und dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Und das hat mich beeindruckt, weil ich immer gedacht habe, wieso mal das in der Welt, wenn er es ja ausspricht, dann kommt es ja auch. Wieso muss er jetzt noch auf den Berg gehen und beten? Offensichtlich, weil Gott in einer Partnerschaft mit dir, mit uns zusammenarbeiten möchte. Und wenn er dir ein Wort gibt, wenn er mir ein Wort gibt, dann lass uns Menschen sein, die dieses Wort mit ins Gebet nehmen, bis es eintrifft, bis wir es sehen, weil Gott macht sich abhängig von dem. Und das ist etwas, was mich tief berührt. Und ich weiß, unser Gebetsleben, mein Gebetsleben, wird sich massiv verfarbigen, wenn wir anfangen, das, was in der Bibel steht, mit ins Gebet nehmen, bis wir es sehen. Und wir als Kirche, also eigentlich als christliches Land, sage ich jetzt mal, stehen ja in der Osterzeit vor der Fastenzeit. Und wir als ICF, wir möchten uns in diese alte Tradition, sage ich bewusst, einklinken. Und diese Fastenzeit, die kommt im März. Das kann eine Zeit sein, wo du und ich unser Herz ganz bewusst diesem Gott hinhalten, durch Verzicht und sagen, Gott, stimmt, das, was ich mit meinen natürlichen Sinne wahrnehme, wenn das weniger ist, als was du mir geben möchtest, dann mache ich Raum dafür. Dann mache ich mein Herz auf. Ich will diese Fülle von dir, damit ich eine buntere Beziehung mit dir haben kann, damit ich aber auch in Partnerschaft mit dir leben kann, zu meinem Schutz, zum Schutz von meinem Umfeld und um die Pläne des Feindes zu vereiteln. Und das, was er verhindern will, er ist gekommen, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten, aber Gott ist gekommen, um Leben in Fülle zu bringen. Damit das Wahrheit werden kann, brauchen wir diese Sicht. Und jetzt hören wir über die Fastenzeit in den Worten von Leo
auf dem Videoclip. Wir alle haben Themen, wo wir merken, wir brauchen Durchbrüche. Wir haben vielleicht Sünden, Gewohnheiten oder große Themen, wo wir merken, einfach ohne Fasten und Beten, sagt schon die Bibel, werden gewisse Dämonen oder auch Verhaltensmuster sich nicht ändern. Für mich war das Thema Fasten immer ein Thema. Ich hatte keinen Zugang, bis ich gemerkt habe, ich habe wirklich Herausforderungen und sie seit Jahren mit mir rumschleppe. Und ich habe dann Bücher gelesen, habe Podcasts gehört und habe dann mit meiner Frau zusammen ein Buch zusammengestellt, Gott erleben wie niemals zuvor. Es geht darum, wie kann man fasten. Der erste Teil braucht eben ein bisschen Vorbereitung. Zum Beispiel, wie kann ich fasten, mit wem soll ich fasten, was sind die Themen, wozu und auch wie kann ich konkret fasten. Man kann zum Beispiel auf Kaffee verzichten oder Social Media. Die einen sagen, doch, ich esse nichts oder ich trinke nur noch Wasser. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir haben 50 Optionen reingeschrieben, wie man fasten kann, das für jede Person ein Erlebnis ist. Und dann braucht man während der Fastenzeit eigentlich so einen Schritt, wo man jeden Tag für etwas Konkretes beten kann. Wir haben die Stiftshütte ausgewählt. Man beginnt eigentlich vor dem Vorrang und man sagt, man ist getrennt von Gott. Man hat diese Themen von Süchten, von Gewohnheiten, vielleicht auch von Familienmustern, die man mitbringt. Und dann in den 21 Tagen geht man Schritt für Schritt hinein in das Allerheiligtum und dann steht man vor diesem Gott im Himmel. Und dann legt man diese Themen nieder und man erlebt da eigentlich einen Durchbruch, ein Wunder. Und ich bin so dankbar, dass wir dieses Buch zusammen entwickeln konnten mit dem ganzen Team, wo es wirklich darum geht, wie können wir alle zusammen an das Herz von Jesus kommen und Gott erleben wie niemals zuvor. Ich möchte dich herausfordern, ein Teil in dieser Fastenkampagne zu sein. Es geht ja nicht um die Church, es geht eigentlich um dich, damit du in deiner Familie, in deiner Krankheit, in deinen Finanzen, deiner Sexualität Durchbrüche erleben kannst, das eben nur mit Fasten und Beten möglich sind. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich möchte Durchbrüche sehen und ich wünsche mir von Herzen, dass du genauso Durchbrüche erlebst, wo du stecken geblieben bist. Und wir haben jetzt noch genug Zeit, uns vorzubereiten für die Fastenzeit. Und ich lade dich jetzt ein, aufzustehen. Und ich liebe diesen Song House of Miracles. Die Band hat es vorbereitet. Das bedeutet, hier drinnen, in unseren Herzen, geschehen immer noch Wunder. Gott spricht immer noch. Gott schenkt uns immer noch Visionen. Das ist mein Gebet für uns alle, dass wir glauben, dass er immer noch wirkt. Da, wo es schon lang eingefahren ist, Verhaltensmuster in unserem Leben eingefahren sind, die uns einfach nicht in die Freiheit führen. Wir glauben, dass Gott immer noch spricht, dass er uns Visionen schenkt, dass wir zu denen gehören, von denen es heißt, sie werden Visionen und Träume haben, in Regelmäßigkeiten in unserem Leben. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.